Herzlich willkommen hier bei Infight vom Monat August. Wir sind zu Köln auf der Gamescom, aber das ist also nicht so dran, oder? Ja, wir stellen erst ein Spiel für, und zwar das Spiel Wonderful 101 für die Wii U. Dann haben wir einen Top-List. Und zwar Top 10 Bossfights. Genau, und dann haben wir eine kleine Reportage über das Gamescom-Menschen, wie also mega verlabert und weiter aufgegangen ist. Voilà, viel Spaß! Wonderful 101 ist ein neues Spiel für Platinum Games an Nintendo. Außerdem haben den Direktor an den Produzent von Beautiful Joe auch Hydro geschafft. Das Spiel ist Wii U exklusiv und aus dem 23. August herauskommt. Die Story ist nicht immens kompliziert. Der wird von den außerirdischen Giftschurk angegriffen. Das Aliens sind aber zu stark, für sie als individuelle Superheld zu bekämpfen. Dafür mussten sich Superhelden vom ganzen Planeten zusammendienen, für ihre Fähigkeit Unit Morph zu benutzen. Das Fähigkeit lässt all die verschiedenen Helden zusammenmorphen. So entstehen starke Waffen, mit denen die Aliens besiegen kann oder mit der Umgebung interagieren kann. Gespielt wird man Wii U Gamepad, auf dem während der Missionen ein Karte aufgebildet ist, auf der in Position von all seinen Heroes gesagt. Für die verschiedenen Unit Morphs zu benutzen, muss ihn als erstes Helden sammeln. Er kann den Zivilisten, die Hilfe brauchen, als Helden rekrutieren. Wenn er dann eine pur hat, kann er mit Hilfe vom Touchscreen oder beim rationalen Lockstick seine Unit Morphs ausführen. Das möchte ihn an dem Sinne eine Form zeichnen. Ein Kreis für Unit Fist und ein Glin für Unit Sword zum Beispiel. Am Laufe des Spiels kann ihn dann auch noch andere Unit Morphs, wie zum Beispiel ein Pistol oder ein Peitsch oder anderes. Neben der Story gibt es auch noch einen Missionsmodus, an dem man noch bis zu 5 Spieler Koop spielen kann. Maja, bevor wir mit Nummer 10 kommen, erklären wir noch kurz, Messilo, haben wir uns sicher daheim, wie das auf der Gamescom hat man auf der Gamescom selber, war nirgends ruhig genug, und außerhalb von der Gamescom zu Köln, Hotel und so, hat man einfach keine Zeit, wir haben halt Vlogs gemacht und wir waren raus, wir waren im Kanu, wir hatten einfach keine Zeit für die Topics zu drehen, dafür drehen wir sie noch heute. Und ja, das ist es. Und wir kommen bei Nummer 10, und das ist den Endboss von Sonic Adventure 2. Voilà, auf jeden Fall ist so cool, weil du einfach so ultra spannend bist, das ist zu stark, du willst voran sich den Sonic, an den Super Sonic, an den Shadow, an den Hyper Shadow, und ist so mega bam fliehen, am all durch Gegend, und voilà, ich habe so gepasstes T-Shirt und voilà, das ist einfach mega rau. Auf der Nummer 9 haben wir den altbekannten Klempner am Mario Galaxy. Naja, Endboss ist eigentlich klar, dass das kein Bowser ist. Mit dem Effekt, ja, also das Spiel hat mit den Planeten und rumlaufen, mit der Gravitation von einzelnen kleinen Planeten eben. Und das ist auch eine ziemlich wichtige Rolle am Endfight gegen den Bowser, und muss ich ziemlich ausnutzen und ziemlich nachdenken darüber, wen das er möchte, weil man muss ihn hin und her kicken, weil es auch rum rollt und ja, das eine ganz neue Bossfolge, also neu, ne, mehr von den Genre von den Mario 4 drin, also ganz neue Bossfight und ziemlich awesome. Yes. Auf der Nummer 8, wenn er nicht gekillt wird, dann die End aus Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Voilà, ich konnte ihn in einer 10 Viertel schon killen, dann hat den Boss einfach komplett versprungen, von den Faulos. Da war eine Woche ein ultra epischer Kampf, das Sniper-Duell, das am Busch so, und das einfach so, oh, das Geschoss, muss ich am Wärmegerät sicher wohnen aus, das war mehr coolen Austausch und bewegt sich auch, das ist wirklich mal ein größtes Feld und so, und das war noch ein bisschen ein kleines Geheimnis von den
Verspottet für 100 sich schleichen an den so von alle so Pistole um zu riechen also dort freest dann nur den der Tarnung gehen so an das Tarnung mal 100% tarnfähig geht. Voilà. Wir wissen lo an Welt von MMORPGs und zwar World of Warcraft, The Burning Crusade käme man auf den Endboss den Illidan. Genau, den Illidan Stormrage, das er sieht von epischsten epischste Bossfights als WoW. Die Zeit schon aktiv WoW gespielt und auf meiner Raid geht es auch demals bis bei Illidan kommen und den ziemlich lang getroffen und das ist einfach die beste Erinnerung vom WoW, wo ich schon und ja einfach schon lange die Klingen von Ozenot hatte jo und die haben noch in der zweiten Phase die Flammenelementare kommen und haben Laserbeams rundherum geschossen und haben nur am späteren Verlauf kommen was immer Menschenform und Dämonenform hin und her gewesen und das dann immer ein bisschen komplett Taktiken immer wechseln und vor allem immer so ein Minute-Rhythmus oder Manner und ja haben auch große dann noch Hölle von NPCs von dann eine Rose gehen aus Enrage, eine Soft Enrage Guft hat immer genannt dann ein Fall gibt es einfach und nebenbei hat einer toten Attacke gemacht und mega noch ein epischste Bossfight als WoW und ja ein absoluter Favorit Kann stimmen zustimmen. Number 5 Hummer Kingdom Hearts 2 und zwar den Endboss den Xemnas. Ja, und zwar aber eigentlich von den letzten Formen, also ihr habt die letzte Form, wo dann optritt und du kämpft ihr nämlich zusammen, also Sora und Rico zusammen, gegen den, allein ohne den Donner und Goofy und so. Und das ist mega awesome, so ein bisschen so mit Lichtschwerter, so von Job mega geil, dass ihr von Lichtschwerter hört. Und das ist einfach so der Kampf von den zwei besten Freunden, die sich rumfahren tun. Und das ist mega awesome, das ist einfach Laserbeams überall und das ist von meinem Lieblingskampf einfach, weil es einfach mit Rico zusammen kämpft. Das ist einfach awesome. Loget bis wie blutig und zwar bei God of War 3, den Zeus. Ma ja, God of War 3 sind schon mal ins Let's Playen für falls ihr das wollt gucken, Link aus der Beschreibung. Schleichwerbung! Ja, aber der Fight selber geht den Zeus Endboss ist ziemlich awesome. Wie, das ist ja ein normalen zerkloppte Gegner Boss-Battle, aber das rundherum, das ganze Park ist einfach mega episch. Weil die erste Phase ist ja quasi ein 2D-Plattformer, wo einfach just zweidimensional rundherum gekämpft wird, was für den God of War auch ziemlich außergewöhnlich ist. Und danach kannst du noch auf einer anderen Plattform, wo du dann so kämpfst. Und danach kommt noch Kampf innerhalb von der Titanin Gaia beim Herz, am Raum, wo das Herz ist vom Titan. Da kämpfst du dann und zum Schluss stehst du den Zeus da mit dem Titan gleichzeitig auf. Und ja, dem mal für Spoiler für die nicht wollen, die hatten nicht sollten überspringen. Und geht blutig und brutal weiter mit dem neuen Devil May Cry DMC. Genau, und da haben wir den Boss Succubus ausgewählt. Das ist die Base, Dämonen oder so, die machen Getränks für die Menschheit unter Kontrolle zu bringen quasi. Und Succubus ist quasi eine Zutat, die Menschen so schleimen, wie sich dort Getränks können für die Menschheit zu werfen. Und dann den Dante, der findet da raus, also er könnte aber Succubus zur Welt. Und ja. Flames einmal. Ja, das ist einfach mal, er kann einfach ran, möchte man gehört, ultra sehr coolen. Und dann geht Succubus auf so Rose und dann geht er noch richtig nach fuck you, fuck you, fuck you. Ja. Und ja, keine Ahnung, das ist einfach mega witzig. Und der Kampf ist ziemlich awesome, und nur wie sie stirbt auch. Das war. Also, das war wirklich von den besten Bossfights aus dem Spiel. Naja, bevor wir geflamed gehen, machen wir Legend of Zelda auch noch dabei. Und zwar haben wir heute den Wind Waker ausgewählt, den Endboss, den Ganondorf. Ja, wie war den? Das ist einfach so. Da ist auch die Atmosphäre, also nicht die Atmosphäre, mehr so. Gebiet rundherum, also mega cool. Du sagst einfach so beim Hyrule, beim versunkenen Hyrule, weil irgendwie Necker versinkt. So. Und ja, die Datei ist am Anfang so der richtige Endboss für den Ganondorf dann auch, Spoiler, und der Ganondorf dann auch mal richtig stirbt. Da gesagt, weil zum Schluss du rammt den Link im Master Schwert an den Kopf
Messerschwert. Masterschwert. Schon Messerschwert. Messerschwert. Voilà. Und der Kampf Voilà. und das noch für down, was du fragst. Mir ja, am Allgemeinen ist auch der Kampf mega cool. Boah, das bekommt man am Lichtfall und so. Bist du so Taktikniveau holen als den anderen Zellerspieler. Mir trotzdem cool. Das verdiente Platz 3. Es geht weiter gesneakt. Man Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Genau. Ich meine, für mich persönlich ist der Boss vor den hat nicht dir für Fehlen heu. Das ist einfach die ganze Metal Gear Genre gegen Waffen, Bomben, das Metal Gear ist kann, also von dem Krieg 3000, gell? Und du schläfst dich einfach durch. Ja. Oder probierst wenigstens. Und was so speziell an dem Boss vor ist, das den Solid Snake, den Old Snake quasi, und den Liquid Ocelot. Snake. Und der Liquid Ocelot, die kommen einfach da vom U-Boot und dann haben sie einfach mal eine Fistfight 3000, gell? Und dann zerkloppen die sich mal auf gut alle CQC-Manier und das ist einfach mega episch. Ich weiß nicht, einfach, du kriegst nämlich du hast während dem Kampf auch noch alle Musiker von SM1 und dann kommen 2 und dann 3 Musiker oder so da rein und dann richtig historisch und kriegst immer mehr und irgendwann fallen dann 2 und den Snake lebt aber noch und dann ganz knapp überlebt. Das ist nicht immer so ein Street Fighter, beat 'em up, yeah! Mit das wirklich so mit atmosphärisch, mit Zwischensequenzen, wo dann den einen down hast und den anderen down hast. So, du sagst wirklich, wie sagst du Schmerz an ihren Arm. Ziemlich guten Aufschluss für den Solid Snake. Mal auf der Platz Nummer 1, wir hatten schon eine andere Episode gekündigt, den muss einfach auf der Platz 1 ziehen. Wir bleiben am Metal Gear Genre, und zwar Sascha. Den Metal Gear Solid 1 oder Metal Gear Solid Twin Snakes als der Remake, dann für den Psycho Mantis Kampf. Wie haben wir den ausgewählt? Weil du einfach so eine Idee darauf verstorben hast, die wo ich dann sonst nirgends gesehen habe. Das ist das wirklich, du kannst einen Kampf, hier kann er von Gedanken lesen. Wie müsste das dem Spieler klar? Und zwar als einerseits, dass du musst der Controller von Port 1 an der 4 oder den anderen, ich weiß nicht wie das. 2 und der PlayStation. 2? Ja, voilà. Ah ja, stimmt, du warst just 2. Aber Gamecube fand halt 4 oder so. Müssen den umstürchen, für das den natürlich dann quasi den Controller nämlich lesen kann. Aber was auch noch cool war zum Beispiel mit den Speicherdaten, was hatten du zum Beispiel gemacht? Man konnte quasi auch den Organ lesen oder so, was geschieht aus. Das ist nicht gelesen, als der Speicherkarte, was du schon gespielt hast, natürlich für den PS1-Titeln bzw. den Gamecube-Titeln ja. für die jeweils Version. Und ja, das hat ganz wirklich verrückt gemacht, dass hinten einfach rausgefunden hat, so, keine Ahnung. Also, und für das allein mal rauszufahren, so am Kampf, ultra schwer, ja. Weil da kriegst du just irgendwann Calls gelesen, was absolut nicht mehr weitergeht, da riefst du einfach alle Leute 6.000 Mal ja. Und da kriegst du irgendwann gesagt, geil. Und ja, für die mich spät gespielt haben, die werden dann irgendwann einen Kollegen gefragt oder so, oder im Internet. Ja, aber allein, ich persönlich halt allein nicht raus. Allein so ist wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ich bin auch das Internet bevorzugt. Ja, aber ja, das war als Top 10, hoffe euch gefällt und ja, dann kommen wir bei Gamescom. Gamescom hat dieses Jahr gefeiert. Und zwar war es für die 5, wo sie zu Köln Tiere für Hardcore, Casual und Non-Gamer aufgemacht hat. Natürlich glaubt der Gamescom massig zu zocken. Allerdings wird kontrolliert wie alle noch. Für das zwar einfache für die verschiedenen Altersbanischer, die in der Weise muss. Im Ganzen gehen es 6 Hallen, wobei der 5 für das Publikum und eng nur für die Presse zugänglich ist. Dieses Jahr waren übrigens Tickets für all die schon beim Vorverkauf alle gefocht. Das ist ein Premier für die Gamescom gewesen und es waren die 340.000 Leute zwischen Mittwoch und Sonntag im Messegelände. Während dem Aufenthalt seht ihr immer nächst Cosplayer durch die Halle laufen. Und was sind Cosplayer? Man hat die Leute, die sich zum Beispiel als Videospielfigur verkleiden und präsentieren. Besonders Reiz daran, als das Kostüm meistens komplett selber gemacht sind.
Da komme schon heinz so op richtig Meestoffwerker dabei heraus. Am größte Ganze kann ihr so, dass den Trip op Köln zur Zeit von der Gamescom richtig da wert ist. Da kann ihr neue Spieler für Deichkeier testen, neue Hardware testen, Cosplays gucken oder selber cosplayen und anderen Aktivitäten machen, aber eine Chance wird auch auf den Preis gewonnen. Oh mein Gott. Was tust du mir unten? PS4, ja. PS4, definitiv. Am Anfang war ich ein mega Xbox-Fanboy. Schon 360 daheim und schon mit alle Xbox mit Kollegen gespielt. Und ich war am Anfang mega anti-PS4. Mir wirklich Microsoft die Helos gesackt wird einfach. Und mit dem ganzen Kabel so gelaufen. Es war nicht einfach der Release und dann gucken nicht. Weil Xbox One und einfach nur eine dicke Enttäuschung. Ich war immer PS4. Sony, ich war immer echt das Sony. Also schon Xbox 360 gespielt. Und ja, weil das hat schlechter wie PlayStation 3 wegen dem Online-System. Also man noch 50-50. PlayStation 4 definitiv. Froh von der Frohe, gell? Neue Spiele? Was sonst? PS4, ja. Ja, genau. Call of Duty. Hauptsächlich sind ich ins League of Legends, aber ja, ich wollte auch Hearthstone gucken, war ich auch gut ein bisschen gespielt. Eine halbe Stunde wart, 20 Minuten gespielt und ich fand es ziemlich cool. Letzte war die echt geil und war ziemlich rau, eine ziemlich raue Ambiance und ich meine, das war nachher. Für die neuen Spieler. Ja. Für mich als ob die HK ja hat, dann sparen wir los. Okay, ja, ich weiß nicht. Ich war all Jahres außer die erste Kehr. Ja. Hast du das? Wie schoss man wir da? Das war. Und sie cool, Leute. Boah, mir ist richtig in der Frage. Mein Highlight wie gewesen, wo ich die Sirius begegnet hat, die war aber nicht da. Mein Nintendo, Pokémon, den neuen Pokémon. Liga ist mein persönliches Highlight. Ja. Schon dann 7 begegnet, Clan, wo ich mal Matcher gucken und Spenderschriften gesammelt. War ziemlich korrekt. Anders groß online. Ja, den hast du nicht so geil. Call of Duty gespielt, so um 3-4 Stunden gewartet. Das, den Highlight ist dann, der 3-4 Stunden war, nicht der Call of Duty selber. Weil es sind 2 Trailer gewesen, die schon lange raus sind und so 10 Minuten gespielt, das war von der Wert. Okay. Ja. Yes. Si, Senor. Okay. Maja, du waret mehr von eng böse Infight gemacht hoffentlich. Ja, schreib ruhig immer in Kommentare, was gegangen ist, wie das gefunden tut. Ja, wieder so auch bei Gamescom von der selber doof war, aber du gewinnst heute Strafe war. So, genau, das auszählen. Genau. Dann siehst du einfach das Bild nach. Ja. Weil, da kann man da direkt schon so, weil den Gewinner von Verstoppte Bild kriegt nicht mehr nach Points, aber ich muss auch automatisch von wegen Stream Gewinnspiel machen, wo ich dann halt so Allmonds einfach spielen. Mehr Info kann er da auf Facebook vorlesen. Genau. Das ist definitiv dabei. Ja. Dann machen wir noch eine Klammer auf Facebook und so. Und ja, wir chillen noch ein bisschen heute. Ja? Sehen wir noch an der nächsten Episode. Ciao. Perfekt, nur mal Zopfisch. Check, check. Ja, alles richtig. Du musst dir so schon mal sicher, wenn man so nachgerät. Nehmen wir Wärmegerät.
Ja, ist einfach so den Sniper. Handy aus, man. Von Dinger sind wir die Übung gekommen. Was kannst du? Pip, 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 pip. Hey là, nachos con queso. Por favor.